Kennst du es? Kühlschrank voll, so alles halb abgebraucht und so. Und weißt du, wie wir machen? Kühlschrank klären. Mit der Patricia und Speck. Zeigen wir jetzt gerade. Ich habe heute hier den ganzen Tag gekocht. Jetzt haben wir Kühlschrank klären. Hey, ich muss schauen, ich habe noch Speck gefunden. Können wir den auch noch irgendwie, egal was du machst, noch einbauen? Speck geht immer, oder? Ja, ich habe nicht noch wollen. Schau, hat extra Aber schon ist gut. aufgemacht. Also Speck und Genau. was gibt es sonst noch? Es ist wirklich, kennst du das? Du bist daheim und du hast ein bisschen von da, ein bisschen von etwas, ein bisschen von etwas anderes. Ich habe wirklich ein bisschen nichts hier, ist frisch, neu. Rest von der Pastasauce, verschiedene Sachen. Und wir benutzen das jetzt, weil nachher bin ich ein paar Tage nicht das am Kochen. Machen wir ein grosses Omelette. Ne? Also quasi vor Ferienkühlschrank klären. Vorfälle, Kühlschrank, ja, das ist Cool. ein guter Rezeptenname. Jetzt haben wir den Namen für das Rezept. Perfekt, Und sehr gut. jetzt noch mit Speck. Speck. Machen wir das. Und Herdöpfelgewürz. Ja, logisch. Also das ist ja klar. Herdöpfelgewürz. Und wir haben noch ein Stück Ausbrechen. Das darf nicht fehlen vor der Ferien und nach der Ferien. Und ich zische jetzt weg. Vorsicht, ihr wisst, wie es läuft. Sie hat es erklärt. Sie fängt an zu kochen, wenn sie mindestens 10 Tübel offen hat, sonst bleibt der Herd kalt. Liken, kommentieren und Abonnieren. abonnieren. Ja. Bis nachher. Bis nachher. Also, Danke. du willst mitmachen heute. Nein, ist gerade gut. Ich warte aufs Probieren. Also, danke. Tschüss. Ciao. Also, benutzen wir alles, was wir haben im Kühlschrank. Speck habe ich noch so klasse. Ich habe gemeint, ich muss nicht jetzt nochmal Speck machen. Aber er hat es hinten dran gefunden. Machen wir trotzdem mit Speck. Wie das ist wirklich Rest im Kühlschrank. Fangen wir mit dem Omelette. 1, 2, 3, 4. Und jetzt shake, shake, shake. Bisschen Milch. Ich habe vorher kontrolliert, ob er noch gut ist. Es ist gut. Und nochmal shake, shake, shake. Salz nehmen wir natürlich. Also Herdöpfelgewürz. So. Und ein Stück aus Pfeffer. Ich wollte natürlich keine Werbung machen, aber wenn du das noch nicht probiert hast, empfehle ich es dir. Es ist nicht einfach Pfeffer. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes. So wie Herdöpfelgewürz auch. Da habe ich eine Basis für mein Omelette. Bringe ich auch da in die Nähe. Ich muss jetzt diesen Speck benutzen. Dann brate ich die Speck kurz ein. Ich mache deswegen den Speck vorher, nicht, dass ich es vergesse zu machen nachher. Und vor allem, dann sind sie schon angebraten, wenn ich da brauche. Ich werde ein Omelette auch mit dem Speck füllen, oder? Und eben, es ist ein Restverwertungsrezept. Wenn du zum Beispiel die Rucola nicht hast, halt ohne Rucola. Wenn du Tomatensauce nicht hast, ohne Tomatensauce. Wenn kein Frischkäse und so weiter und so fort. Es geht wirklich nur darum, dass man das benutzt, was man die hat. Wenn man jetzt Schinken hat im Kühlschrank anstatt Speck, nimmt man Schinken zum Beispiel. Lasse ich da nebendran ein bisschen Bratbutter. Schauen wir, was der Speck hier noch macht. Bratbutter schön hier in die Pfanne verteilen. Braucht Bratbutter nachher nicht mehr, aber bald Frischkäse, dann lasse ich das hier. Also hier ist sicher jetzt heiß. Mein Speck tue ich ein letztes Mal hier umrühren. Und dann kommt ganz normal, wie man halt Omelette macht, hier in die Pfanne mein Omelette. Wirklich sehr viel Butter. Ich kann natürlich auch weniger Butter nehmen. So, passiert etwas. Nur vorsichtig hier. Ich mache noch ein bisschen darunter, weil ich einfach zu viel habe. Und ehrlich gesagt, Angst habe, dass alles hier festklebt. Ich werde diese Omelette nicht umdrehen. Ich werde ihn füllen nachher. Damit es auch oben kocht, mache ich den Deckel drauf. Es gibt fast eine Frittata. Habe ich jetzt spontan so überlegt. Mein Speck kann ich abstellen. Lass aber noch da. Also, wie machen wir das jetzt? Es klebt bei mir. Fakt. Ich kann nicht anders sagen. Ich will aber trotzdem füllen. Mache ich es auch.
Ich verteile jetzt diese Frischkäse hier drauf. Ich werde nachher noch zumachen, weißt du, so zudecken quasi so mit dem Omelett selber. Und dann kocht noch fertig das drin, gell? Muss einfach hier ein bisschen herunter mit der Temperatur. Frischkäse verteilen. Dieses Rezept wird keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber vielleicht dort Geschmackswettbewerb. Und darum geht es schlussendlich. Ich habe einen Rest von einer Tomaten-Rahmsoße hier aus einem anderen Rezept. Verteile ich auch da. Ja, lassen wir noch da. Mein Speck, fast vergessen. Stellt mir vor, ich will den Speck jetzt vergessen. Ai. Dann mache ich ein bisschen Käse. Ich habe auch aus dem gleichen Rezept wie Tomatensauce habe ich da einen Rest Parmesan noch. Benutzen wir das Ganze, damit der Städti auch noch ein bisschen Salat ist. Machen wir noch die Rucola hier drauf. Ich mache es nur auf die Hälfte, weil ich das nachher wieder zudecke. Ich mache so quasi eine Calzone. Wäre die Idee, wenn das nicht jetzt am Boden kleben würde. Und jetzt ja, kommt die große Herausforderung, das hier schön zu lösen und drauf zu kippen. Eben. Nicht so gut gegangen. Gar nicht so gut gegangen. Trotzdem viel Butter. Kann man das retten? Ich bringe das so in die Mitte, dass man nicht so sieht, wie schrecklich ist. Und nachher auf dem Teller geben. Schön ist das nicht, aber vielleicht schmeckt es umso besser. Und ich probiere das jetzt so gut wie ich kann auf den Teller zu bringen. So, das wäre. Ich habe mir schon vorgestellt, das würde schön aussehen, muss ich ehrlich sein. Aber es riecht sehr gut. Jetzt geht's los. Schau dir mal, Kühlschrank leeren, das so gut kann es aussehen. Ah, sollen wir duschen? Ist besser. Wow. Eben, kein Es muss nicht schön sein, es muss fein sein. Weißt du, zu Abend kommst du heim, du hast Hunger, dann rührst du einfach alles in die Pfanne rein. Und, oh wow, schau mal. Mit Speck. Mit Speck? Heißt das so gerne? Kühlschrank leeren. Probier auch mit. Ja. Ja. Sehr fein. Ja, fein, schnell, einfach. Und da geht es ja. Ein bisschen gut, aber es ist nicht so schön aussieht. Lass das Däumchen da oben. Da geht es wirklich darum, so, was hast du rum, rührst zusammen in die Pfanne, hau ein Ei drunter, Speck drüber. Speck muss man nicht, kann man. Sie hat auch nicht gewusst. Sie hat wieder müssen, Sie hat es nicht selber schreiben, aber wir sagen so ein bisschen Jasmin. Die Jasmin tut immer auch die Rezepte veröffentlichen. Und du kannst vielleicht die schöne machen. Schreibst da drunter. Nein, Jungs, einfach zusammenhauen in die Pfanne und essen. Gute zusammen. Vielen Dank. Like machen, ciao zusammen und Bis nächstes nicht Mal. vergessen. Love, Peace und Herdöpfelgewürz.